Servus beieinander und willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Stockkampfvideo. Ja, also wahrscheinlich weniger ein Stockkampfvideo, sondern eher ein Sicherheitsverteidigungsschirmvideo. Wer mich so ein bisschen verfolgt, der hat ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass mich lauter so Verteidigungsgeschichten, die so ein bisschen verdeckt und unauffällig sind, so ein bisschen anfixen. Und das mich interessiert und mich dann auch der Hintergrund interessiert. Und jetzt habe ich wieder was Neues für euch entdeckt. Und zwar einen Verteidigungsschirm. Und ihr werdet euch auch wundern, warum ich so saublöd da hocke heute. Hier, da die Beine weg. Das ist der Schirm. 85 Kilo Leergewicht hält da auf jeden Fall schon einmal aus mit mir. Hier nochmal. Ja, der hat so einen richtig stabilen Schaft innen drinnen. Massiven Holzgriff und eine Edelstahlspitze. Das zeige ich euch natürlich noch genauer. Und ihr seht es, er ist absolut gerade, unverbiegbar, unverwüstlich und ist natürlich auch ein Regenschirm. Hier aus der Nähe. Seht ihr dann gleich noch viel genauer. Ja, und jetzt setze ich mich ein bisschen bequemer wieder hin. Dann kann ich wesentlich entspannter mit euch ratschen. So, Spätzchen, hier ist bequemer, als würde ein Gickerl auf der Stange sitzen. Gell? Jetzt gehen wir mal ein bisschen ans Eingemachte. Was ist das Schöne an einem Sicherheitsschirm, an einem Verteidigungsschirm? Gibt es natürlich nachher alles noch im Detail, in Großaufnahmen, damit ihr das seht, wie schön das alles gearbeitet ist. Er ist nicht reglementiert, er ist nicht eingeschränkt. Es gibt keine Regeln dafür, wo ich ihn führen darf, wo ich ihn mitnehmen darf und wo ich ihn benutzen darf. Das ist einmal so das Grundprinzip, genauso wie beim Stockkampf. Ja, niemand kann euch eure Gehhilfe wegnehmen oder euren Regenschirm und sagen, nee, hier ist Regenschirmverbot. Es gibt in den vielen Ausführungen, gehe ich danach nochmal genau drauf ein. Der größte Unterschied ist die verschiedenen Formen und der Knauf oder der Hackel, also quasi ein Schirm als Hackelstecken. Und natürlich 3 verschiedene Längen. Eigentlich gibt es 6 verschiedene Längen, weil der mit dem Hackelstecken ein kleines bisschen länger ist. Erkläre ich nachher aber auch noch ein bisschen genauer. Warum habe ich mir die Walnuss ausgesucht? Ihr wisst ja, bei mir ist alles immer so ein bisschen mystisch angehaucht, ein bisschen traditionell, ein bisschen bayerisch. Die Walnuss hat eine lange Tradition. Und gerade in Verbindung mit diesem Schirm fand ich die ganz spannend. Juglans regia. Aus Westzentralasien ist sie schon vor vielen Jahren zu uns gekommen. In der Antike nach Europa gekommen und in der bayerischen Tradition tief verankert, wenn es um Waffen geht. Sprich Gewehrknäufe, Pistolengriffe. Gerade im Jagdbereich, wenn man was richtig Schönes haben wollte, dann war es die Walnuss. Fangen wir mal bei den Römern an. Ihr wisst, ich hole mal aus. Wenn ihr den Schirm sehen wollt, dann spult ein bisschen vor. Aber ich erzähle euch richtig spannende Sachen, die ihr woanders nicht hören kriegt. Also die Walnuss, die Römer. Jovis Glans hieß die Walnuss bei den Römern. Die Eichel des Jupiters. Ja. In Bayern 1000 nach Christus ist bei uns die Walnuss aufgeschlagen und die wurde immer bewusst gepflanzt. In Ortskernen, in Klostergärten, irgendwo, wo man was Besonderes haben wollte. Weil die Walnuss eine tiefe, mystische Aura begleitet. In der Walnuss soll angeblich die verborgene Erkenntnis liegen, die innere Wahrheit. Seht ihr schon langsam, warum Schirm und Walnuss hier recht spannend sind. Ja, das Wesentliche ist verborgen. Ja, ich übertreibe ein bisschen, aber ich finde dieses Teil wirklich richtig praktisch, richtig toll. Gerade dadurch, dass man sich verteidigen kann, dass man Leute auf Abstand halten kann. Also Abstand so, verteidigen so. Klar, wie beim Stockkampf, Spitze, Abstand, Knauf, Verteidigung.
Und dann spannt man ihn auf und dann hat er auch noch einen Regenschutz. Und das ist genau der Bogen, den ich zu diesem Schirm spanne, weil das Wesentliche in diesem Schirm, ich weiß nicht, ob ich ihn hier aufmachen kann, ist dieser Schaft. Dieser Carbon-Schaft, dieser unzerstörbare Schaft. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, gibt es einen ganzen Haufen Videos, wo jeder zeigt, wie unzerstörbar er ist und mit dem Schlagstock da drauf haut und lauter so Zeug. Das machen wir hier nicht, weil wenn ihr sowas wollt, dann geht es da oben oder da unten rein, da sind ein paar Videos verlinkt, da könnt ihr euch anschauen, wie stabil der Schirm ist. Mir reicht es, wenn ich mich draufsetze und wenn ich merke, dass mir der so eine gewisse Sicherheit gibt, mit dem ich Abstand oder Nachdruck schaffen kann. Harte Schale, weicher Kern trifft bei dem Schirm mal überhaupt nicht zu, sondern genau umgekehrt. Weiche Schale, harter Kern, unauffällig, fast schon elegant, ja, Gentleman-mäßig. Bisschen was zum Schirm. Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen und in verschiedenen Längen. Es gibt ihn 103 cm lang, es gibt ihn 92 cm lang und es gibt ihn 78 cm lang. In dieser Ausführung. Wenn der den Hackel stecken hat, ist er ein kleines bisschen länger, aber nicht weniger stabil. Vielleicht sogar im Verteidigungsfall, wenn ihr euch meine bayerischen Stockkampfvideos anschaut, die noch sinnvollere Lösung als dieser Knauf. Weil der Hackel, schlagen, ziehen, stoßen. Ihr kennt es ja vom Stockkampf, also vom bohrischen Stockraufen. Ja, das kann man natürlich mit dem kann man nicht ziehen, aber man kann damit stoßen und schlagen, Abstand halten, sich vor dem Regen schützen und einfach nur gut ausschauen. Und in dem anderen Video, ich habe es euch ja schon mal gezeigt, man kann sogar die Himmelsrichtung damit bestimmen. Es gibt verschiedene Holzsorten. Ich glaube, es gibt insgesamt 7 verschiedene Holzsorten. Und es macht diesen Schirm spannend und elegant, weil er halt einfach zu jeder Ausstattung dazu passt. Das ist praktisch der dunkelste. Ich glaube, das ist der hellste. Aber es gibt einem jeden untrainierten, auch älteren Herren, Dame, einfach eine gewisse Sicherheit, weil sie weiß, sie kann sich damit jemanden auf Abstand halten und auch ein bisschen Nachdruck verschaffen. Und vor allem ist diese eine Armlänge Abstand auf einmal nicht nur noch 1,20 Meter, sondern auf einmal ist sie 2,40 Meter. Ja. So, Spätsehen, jetzt zeige ich euch noch ein paar wichtige Details zur Verteidigung mit einem Schirm oder mit einem Stock. Mir ist klar, dass die Hauptzielgruppe von diesem Schirm natürlich keine Kampfsportler sind, sondern Leute, die sich mit dem Kampfsport relativ wenig auseinandersetzen wollen. Das bedeutet, wenn ihr was Wildes sehen wollt, ja, dann verlinke ich euch da oben ein paar richtig wilde Stockkampf-Moves oder Tricks. Wie auch immer, hier geht es jetzt um ein paar grundsätzliche Sachen mit der Verteidigung mit einem Stock oder mit einem Schirm. Wichtig am Anfang, das hier ist der bayerische Raufstock. Ja, schlagen, ziehen und stoßen. Und genauso ähnlich funktioniert es auch mit dem Schirm. Der wichtigste Punkt ist, wenn ihr Abstand generieren wollt, dann nehmt dieses Ende. Wenn ihr wirklich entscheidet, mit dem Schirm oder mit dem Stock zuzuschlagen, dann müsst ihr dieses Ende nehmen. Andersrum ist es viel zu gefährlich, dass der Gegner oder Angreifer oder böse Bube sich das Ende hier greift und dann habt ihr keine Chance, den Stock festzuhalten. Vor allem, wenn ihr ungeübt seid. Das Allerwichtigste für euch ist, ihr wollt mit der Spitze treffen. Ihr wollt so treffen oder ihr wollt mit dem Griff treffen und zwar so. Ihr wollt nicht so treffen. Wenn ihr so trefft, dann ist der Aufschlag viel zu gering. Ja, das ist nichts, was dem anderen wirklich ernsthafte Schmerzen bereitet, sondern ihr wollt es mit der Spitze treffen. Und genau diesen Abstand müsst ihr lernen. Das heißt, wenn ihr euch was raussucht, ihr braucht dann keine wilden Moves machen, da zeige ich euch nachher auch noch irgendwas dazu. Wenn ihr euch den Gegner raussucht, dann sucht euch irgendwas und versucht zu lernen, wie lang ist denn eigentlich mein Stock? Ja? Dass ihr genau das Ding genau mit der Spitze trefft und nicht so. Damit der Schmerz maximal ist beim Angreifer.
Und den immer zwischen euch haltet. Nie seitwärts, sondern wenn ihr ungeübt seid, dann habt ihr das Teil immer zwischen euch. Beim Stoßen am besten von unten, wie beim Stockkampf. Beim Schlagen am besten so, wie ihr die meiste Power rausholen könnt. Ja. Schaut euch die Baseballspieler an, die wissen genau, wie man ausholt, dass man genau mit der Spitze die maximale Kraft rausbringt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Tricks. Also im Stockkampf und im Verteidigungsfall macht es ja nie so, sondern ihr wechselt das Ende vom Schirm immer so, immer körpernah. Nie weit weg vom Körper, sondern immer so. Ein paar kleine Tricks zum Handgelenk geschmeidig machen. Übt es. Einfach so, dass ihr merkt, wie liegt dieser Schirm in der Hand. Wie liegt der Stock in der Hand. Wie liegt mein Verteidigungsgerät in der Hand. Immer stabil stehen, ja, damit ihr auch zurückgehen könnt, damit ihr ausweichen könnt. Und immer Handgelenk geschmeidig und die Länge eures Verteidigungsgerätes lernen. Das ist einfach das Wichtigste, was es dazu gibt. Nehmt den Stock so in die Hand und lasst ihn einfach im Handgelenk kreisen. Und dann merkt ihr, wie fest ihr ihn in der Hand habt. Ganz einfach. Und wie gesagt, das sind keine wilden Kampfsporttricks. Ja, blocken, ziehen, stoßen, schlagen von unten, von oben. Sondern für den Anwender, der sich einen Schirm kauft und durch diesen Schirm einfach ein bisschen Sicherheit haben möchte. Er kann damit seinen Unterarm schützen, wenn ihr den so habt. Ja, in verschiedenen Stockkämpfen streckt man den Zeigefinger aus als Führungsfinger. Dann gibt es beim Shillelagh-Kampf, nimmt man den Daumen und arbeitet mit dem Daumen. Ich würde jedem empfehlen, der sich nicht auskennt und in so eine Situation kommt, lasst die Hand beieinander, greift das Teil fest, schaut, was für euch die sinnvollste Länge ist. Meistens ist die so 60, 70 Zentimeter und dann habt ihr die absolut größte Kraft und könnt euch notfalls hier den Unterarm auch noch schützen. Ja, und einfach schöne Übungen machen. Immer schön aus dem Handgelenk kreisen oder andersrum. Hier ist ein alter Ritter-Schwerttrick. Und es stärkt das Handgelenk und es stärkt auch den Bewegungsablauf, den ihr mit so einem Schirm lernen müsst. Jetzt gibt es noch ein bisschen Details. Das ist Nussbaum, das ist Olive. Praktisch vom dunkelsten Holz zum hellsten Holz. Dazwischen gibt es noch 5 oder 6 verschiedene andere Holzsorten. Und dann gibt es natürlich noch eine Stufe dunkler, das ist dann schwarz. Und dann gibt es diese Schirme, auch noch als Hackelstecken. Vielleicht mache ich da noch ein Video für euch, aber ich fand jetzt diese hier erstmal wesentlich schöner. Für alle, die das draußen brauchen, damit sie natürlich auch im Regen gut gesehen werden, gibt es hier auch nochmal so einen Reflexionsstreifen rundherum um die komplette untere Kante. Dann kommen wir mal zum Inneren. Das ist der Auslöserknopf. Und wenn man dieses ganze Teil öffnet, dann kommt dieser wirklich schön gearbeitete Carbonschaft zum Vorschein. Ihr seht es hier, es ist echt Carbon, es ist nicht nur irgendwie so ein gefaktes Carbon. Und auch die Feder und die ganze Struktur, die da drinnen ist sehr stabil und sehr robust gearbeitet. Also wenn ihr euch das hier anschaut, ich kann das Ding hier nehmen und kann das komplett nach oben biegen. Zack, ist es wieder da. Das hier ist das weitere Innenleben. Ihr seht, es ist alles richtig schön und robust gefertigt. Das ist eine Mechanik, die wird euch wahrscheinlich sehr lange Freude machen, auch wenn ihr ihn ein paar Mal als Meinungsverstärker benutzen müsst. So, Spätzchen, ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Mir bleibt nur noch zu sagen, kauft kein Klump. Da müsst ihr weniger wegschmeißen, das ist definitiv kein Klump. Lasst euch nicht alles gefallen. Und nicht nur draußen bei einer persönlichen Konfrontation, sondern auch mit dem ganzen anderen Mist, den sie euch so antun. Ja? Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.